Ja, Leute, wir sind wieder back nach der letzten Folge, die ja so traurig enden musste. Mit einem Spielabsturz. Verdammte Kacke, Mann. Aber wir sind wieder an einem Punkt, okay, man. Ich habe wieder alles reingespielt. Und heute kommt wieder der Fotograf. Wir sind ja im Frühling. Wir haben bisher nur das Winter... Wie sagt man? Wir haben einfach nur im Winter gewonnen, verdammt. Da können wir aber auch direkt mal nachschauen, schnell. Da. Genau. Die Winterausgabe haben wir gewonnen. Und jetzt hören wir uns natürlich ganz schick die Frühlingsausgabe. Ja, eigentlich kann nichts passieren. Es müssen nur die Gebäude alle repariert sein, beziehungsweise dürfen nicht dreckig sein. Dafür haben wir Bedienstete. So, wir stehen ganz knapp vor am großen Erntetag. Puh. Der definitiv wieder sehr, sehr saftig wird. Ja, und Gate. Geld ist einfach jetzt die ganze Zeit nur so eine Nebensache. Wir haben es jetzt einfach, wir können uns alles leisten, was wir wollen. Absolut gar kein Stress. Dennoch werde ich nicht aufhören, weiter zu scheffeln ohne Ende. So, und dann gehen wir mal direkt zu den Tierchen. Gleich mit zur Info. Ich habe jetzt angefangen, dass ich die Tiere nur noch füttere und nimmer irgendwie melke oder schere oder die Eier einsammle. Denn ich hoffe eben, dass sich das Zeitersparnis eben mega rechnet. Und gleichzeitig hoffe ich, dass sie trotzdem eine 7 von 7 werden und ihr blaues Band kriegen können dadurch. Wir werden sehen. Nein, hier können wir mal kurz schauen. Das Schaf hat eine 4 von 7. Okay. Dann müssen wir das ein bisschen im Auge behalten, ob das runtergeht oder ob das doch irgendwie hochgeht. Schauen wir mal. Weil wenn nicht, dann ist es schade. Okay, die Kuh ist mittlerweile 7 von 7. Dann kann ja schon langsam der Jahrmarkt kämen. Oh! Yes, das passiert. In der letzten Folge habe ich es gesagt. Es ist Zeit geworden für 9 Rang. Und jetzt sind wir Meister. Da haben wir einen Master, Alter. Oh ja, das ist natürlich sehr geil. Das heißt, wir haben halt die Frühlingsausgabe definitiv gewonnen. Und so geht es jetzt weiter. Meister ist schon cool. Ist ein hoher Rang, kann ich mir das fast sagen. Ich weiß ehrlich gesagt, wie hoch es geht, aber das sehen wir ja dann. So, großer Erntetag. Als allererstes zu den Tieren gehen. Ja doch. Man merkt eindeutig, das ist ein großes Zeitersparnis. Es wirkt am Anfang erstmal nicht so viel. Aber wenn du die Tiere halt einfach nur noch fütterst und sonst nichts mehr anderes machst, es summiert sich eben doch. Und ich glaube, genau in so einem Game ist es vielleicht auch nicht schlecht. Weil ich muss das so wirklich sehr, sehr oft machen. Sehr, sehr oft. Und das ist sogar, es ist halt meistens nicht im Video drin. Weil, warum denn auch? So, wenn ich gerade nichts sage oder so, nichts Interessantes erzähle, dann, ja, dann ist es draußen. Dann ergibt es keinen Sinn. So. Gut ist, wir müssen nicht aufpassen, irgendwelche Pflanzen noch anzumelden für diese Jahreszeit, weil das haben wir eben alles schon. Haben wir alle schon angemeldet im Glitzerformat. Was wir aber dann definitiv nicht vergessen dürfen, die Tiere anzumelden. Oh, das wäre so traurig. Mittlerweile komme ich immer besser klar mit dem Mähdrescher. Jetzt weiß ich ganz genau, wie ich fahren muss. Haha. Oh, ich bin mal gespannt, was jetzt moneymäßig sagt. 150, kriegen wir 150 zusammen? Sollten eigentlich, ja doch, ganz leicht. 150.000 Dollar sollten drin sein. Sehr leicht sogar. Ach du Scheiße, warte mal. Kriegen wir es vielleicht sogar die 200.000? Oh, das kann sogar sein. Oh. Das war halt schon mal fett. Oh. Die Scheffelei geht weiter, wie ich letztes Mal schon gesagt habe. Die Geldscheffelei geht weiter.
Wir schaffen die 200.000. 200.000, komm, yes! Die ersten 200.000. Ja, wie gesagt, wir sind jetzt schon am Punkt, wo wir nicht wissen, wohin mit diesem ganzen Geld. Aber es ist vielleicht auch manchmal nicht schlecht, wenn man nicht weiß, wohin mit dem Geld. Und dann kann man sorgenloser leben auf jeden Fall. Und du kannst ganz viele andere Leute helfen. Was hier natürlich ein schlechtes Beispiel ist, weil in dem Game geht es natürlich nicht, aber ey. Ach ja, stimmt. Und Leute, wenn diese Folge rauskommt, stehen wir unmittelbar vor Weihnachten. Ich wünsche euch deswegen schon mal schöne Feierlichkeiten. Ich weiß, es ist immer stressig in der Vorweihnachtszeit und allgemein bis ins Neujahr. Aber ist ja dennoch eine schöne Zeit, oder? Also meistens mit, sagen wir mal, weniger Arbeit verbunden, bis gar keine Ahnung, was es ist, wie ihr euch hier frei nicht mehr kennt oder was es ist. Das ist eine schöne Sache. Oder Schulferien natürlich. Zeit mit euren Liebsten. Wenn man denn so möchte. Ja, was nicht, für manche ist das vielleicht ein bisschen anstrengend oder so. Aber ich finde es schon mal sehr schön. Ich finde Weihnachten immer schön. Was mir aber momentan immer ein bisschen abgeht, wir haben selten weiße Weihnachten. Das ist was mir ein bisschen nervt, ehrlich gesagt. Und naja, es ist natürlich ein ganz klarer Fall von Klimawandel. Wir wissen es. Finde ich sehr, sehr short. Ganz klar. Aber ich meine, der Schnee wird generell immer weniger und... Na gut, Idee auf den Drehen. Ich hab dieses Jahr schon einen fetten Schneemo gebaut. Zwar nicht der Lore. Grüße bitte. Aber selbst da muss man jetzt sagen, es war wirklich nicht so viel Schnee. Der Schnee war halt einfach perfekt von der Beschaffenheit. War auf jeden Fall eine richtig geile Nummer mit dem Schnee. Ich wollte jetzt schon Schneemo sagen, aber wir haben keinen Schneemo gebaut. Wir haben eine Schneemajestät gebaut. Wundervoll. Ich muss ehrlich sagen, ich habe wirklich noch nie so einen großen Schneemo gebaut. Und ich frage mich echt, ist das so ein Ding, dass man als Kind einfach nicht so große Schneemänner baut? Oder hab einfach ich das nicht gemacht? Ich glaube, ich habe generell eigentlich nie so wirklich Schneemänner gebaut. Ich habe eher mit dem Schnee reingeschmissen und Schneeengel gemacht. Oder bin Schlitten gefahren. Oder Ski gefahren. Oder war Schlittschuhlaufer. Was ja an sich nichts mit dem Schnee zum tun hat, aber you know. Sondern was wir jetzt mal machen. Ich habe mir ja in der letzten Folge die ganzen Farben gekauft. Customization. Und dort hat jetzt einfach mal sagen, da gehen wir jetzt einfach mal rein. Und Alter, ich habe direkt eine geile Farbe erwischt. Das ist ein richtig geiles, fast schon rotes Holz. So weiß habe ich gehabt, dann machen wir es einfach ein bisschen dunkler, oder? So gräulich. Oh ja, ich glaube, das schaut gut aus. Oh ja, so machen wir es. Genau. So, und dann das Symbol möchte ich eigentlich nicht wirklich ändern. Vielleicht maximal den Fuchs von der Farbe her ändern. Obwohl, na, da ändern wir nichts. Aber die Kleidung ändern wir jetzt auch noch. Aber Leute, wir können jetzt immer nur switchen zwischen Frau und Mo. Das ist ja interesting. Wir gehen jetzt weg vom Mario-Look. Gehen in den Luigi-Look. Na. Wir gehen in den Wario-Look, oder? Doch, wir machen den Wario-Look jetzt. Holen wir den. Das war's doch. So, dann gehen wir schlafen. Ey, das hat was. Das hat richtig was, wenn man auf einmal es ein bisschen anders ausschaut. Oh ja, die Stelle schaut ja geil aus. Und ich finde, der Wario-Look steht uns echt gut. Hey, what the fuck? Ey, das ist ja mega. So, gut. Und was ich jetzt auch nicht vergessen darf, alle Tiere zack, anzumelden. Boah, 7 von 7, ah. Also dem Schweinchen geht es auf jeden Fall gut bei uns. Ob das auch für die anderen Tiere langt,
Ich bezweifle es fast. So, was sagst du? Oh. 3 von 7, dir geht's ja gar nicht gut. Oh. Ich glaube, ich tue die vielleicht doch einmal melken. Ich weiß ja nicht, ob das Einfluss hat, aber... Also, ich weiß nicht, ob das Einfluss hat mit dem Spiel. Na, Real Life ist das... eine essentielle Sache. So, genauso wie bei dir. Da checken wir jetzt auch gleich mal ab. 4 von 7. Ja, du hast die auch nicht verbessert, gell? Dann scheren wir dich einmal. Ich meine, beim Huhn ist es nicht so schlimm, weil da haben wir schon ein blaues Band gekriegt. Und die Kuh ist auch auf 7 von 7. Von der Prächtigkeit des Euters her. Oder? Ja. Zack. Wir müssen die trotzdem ummelden. Gut, alle Tiere sind angemeldet. Jetzt müssen wir die Feldpflege machen. Und morgen kriegen wir wieder saftig XP. Bin mir sicher. Es war sowas von komisch, wenn wir auch nur irgendwo für irgendeine Pflanze kein blaues Band kriegen dann. Das ist eigentlich schon so eine Sache, die man immer gut und leicht hinkriegt. Oh ja, mir gefällt die Farbe. Mir gefällt die Farbe der Gebäude richtig, richtig gut. Weil das Standardding ist ja normalerweise rot-weiß, so wie man es jetzt eben oben am Touchscreen sieht, aber das ist halt so... Ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie die Farbe kosten hat, aber das schaut echt geil aus. So. Der Jahrmarkt ruft. Und los geht's an diesem verredeten Frühlingstag. Wir sind zwar schon Meister. So ist es jetzt unwahrscheinlich, dass wir nur mehr Level abkriegen. Aber jetzt schauen wir mal. Blau, perfekt. Blau, geil. Nur mehr blau. Und da schaut es schlecht aus. Okay, das war fast klar. Also besonderes Augenmerk auf Schaf und Ziege. Die müssen wir zack, 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 zack. Die müssen wir auch noch besser pflegen. Und ich will fragen, ob das Level-Up ist unwahrscheinlich, aber wir sind so heftig, dass wir jetzt sogar schon Held geworden sind. Ein waschechter Held. Und wir laufen als Wario rum. Ja, ja. Da wollte ich jetzt gleich mal nachschauen, wie die Farbe gekostet hat. Kastanienbraun. Ja, das ist echt geil, das Kastanienbraun. Gefällt mir. Kastanienbraun war die richtige Wahl. So, und jetzt möchte ich gleich mal noch Pestizide und Fungizide reinholen. Wir müssen ja jetzt einen richtig guten Rabatt kriegen. Nachdem wir jetzt sogar so schon hell sind. Ja, na, ich glaube, mehrere kriegen wir nicht, aber egal. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So. Mal schnieke 2000 pro Bekämpfungsmittel mitgelassen. Das brauchen wir auch. Und stimmt, wir haben sogar einen gelorenen Erntetag. Den dürfen wir natürlich nicht vergessen. Und wir dürfen dann auch nicht vergessen, wieder zu den Tieren zu gehen, weil das ganz schnell passieren kann. Das ist eigentlich übel weird. So, du bist hier Landwirt und Viehbauer und hast den Rang eines Helden. Inwiefern? Was haben wir denn bitte gemacht, Alter? Wir sind ja, wie der Titel der ersten Folge schon heißt. Anti-Öko-Kapitalistenbauern. Wir haben sicherlich nichts Gutes, du. What the fuck? Ja, okay, Mann, gut, wir bringen Essen und so an Menschen, ist schon klar. Aber wir schlagen auch massiv Kapital raus und... Wie wir dort zum Held geworden sind, frage ich mich immer wieder. Für die Umwelt sind wir sicher kein Held. Das ist auch lustig, gell? Ich rede vorher über Schnee und so, dass ja Klimaerwärmung, pipapo, immer weniger Schnee bei uns. Und dann spüre ich so ein Spui. Der absolut nichts für den Umweltschutz tut. Braucht man sich ja nicht wundern. Ein wunderbares Beispiel für die Realität. Genau, wie wir ja schon festgestellt haben, wir haben nur weiße Bänder gekriegt von Ziege und Schaf. Was sehr, sehr schlecht ist eigentlich, ja. Aber nicht so schlimm. Wir haben nur Zeit. Deswegen müssen wir die jetzt nur besonders pflegen. Was einfach was. Da melke ich noch und schere noch. Oh, warte mal. Von dir kriege ich jetzt mittlerweile mehr Geld, oder? Sonst habe ich immer 52 gekriegt und jetzt waren es 55. Was für ein wundervoll erfolgreicher letzter Frühlingstag im zweiten Jahr.
Eine weitere Jahreszeit ist vorüber. Starten wir doch gleich mal ein bisschen in den Sommer hinein. Und was macht man natürlich im Sommer? Man bemerkt, dass die Fädel richtig scheiße wachsen. Okay, na, es liegt ja hauptsächlich am Salat. Aber okay. Das ist die Bürde, die wir zu tragen haben. Und genau in so einem Fall ist man heute wieder froh, wenn man große Maschinen am Start hat. Ich denke, das kann man sehr relaten. Du wirst einfach fast das gesamte Fädel abfahren. Es so dicht ist, krass, Mann. Aber ich glaube, es lohnt sich trotzdem. Wie gesagt, Pestizide und Fungizide, die kosten so einen Scheiß. Also, alles absolut machbar. Genau, ein erster Sommertag. Was natürlich auch wieder alles Mögliche in Anspruch nehmen. Wir wollen hier möglichst nicht unsere Finger krümmen. So, was brauchen wir alles? Ziege, Schaf, Hühner, Schwein, Rind. Fertig. Dankeschön. Ich finde es auf jeden Fall cool, dass es so viele verschiedene Fachläden gibt. Aber das habe ich mit Sicherheit irgendwann schon mal gesagt. Macht Spaß. Macht das Ganze lebendig. Boah. Wir können schon mal einen Teich kriegen. Alter, ich muss jetzt echt bei mir anfangen, hier ein bisschen Dekoration aufzustellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sachen gibt's. Ja. Muss mal schauen, wie ich das mache. Wir haben auf jeden Fall noch nicht den höchsten Rang, das können wir auf jeden Fall schon mal sagen. Vielleicht wählen wir dann den Pavillon irgendwann gewinnen können. Dann wissen wir es, jetzt ist es soweit. Oh, wenn ich schon mal da bin, klar. Ich probiere jetzt mal was aus. Oder ne? Nächste Folge dann. Ist sehr gemein. By the way. Wir waren in einem Haus noch nicht drin. Oder in einem Geschäft. Und das ist dieses Häuschen hier. Das sieht man hier eindeutig, dieses Drahtlosverbindungszeichen vom Nintendo DS. Hier, Komma, den Multiplayer aktivieren. Multiplayer mehr oder weniger? Ich lese einfach mal vor, was er sagt hier. Hi Mario, dies ist die Besucherbude. Du kannst andere Höfe besuchen oder Besucher auf deinen Hof einladen. Was möchtest du heute tun? Und da muss ich sagen, ich habe das genau einmal gemacht. Mit dem Späßel damals. Der dieses Spiel auch gehabt hat, weil dafür muss man das Spiel halt auch haben. Ja, das ist natürlich immer die Voraussetzung. Und ich weiß nimmer, wie das war. Kannst du leider jetzt auch nicht sagen. Ne? Aber ich weiß auf jeden Fall, man hat sich da so eine Postkarte abholen können. Aber recht viel ist halt da nicht gegangen. Ich glaube, man hat einfach die Farm vom anderen anschauen können. Was man ja, wenn man nebeneinander hockt, sowieso machen kann, indem man sagt so, yo, Alter, zeig mal, aber wie gesagt, ich weiß nichts mehr davon. Ist schon so lange her. Postkarte habe ich noch im Kopf. Mehr nicht. Ich war damals in der Grundschule. Also da kann man wirklich sagen, es ist lange her. Ja, mittlerweile dauert es aber doch schon eine Zeit lang, um die Felder zu pflegen, wenn die so scheiße wachsen da unten. Mann. Aber ist ja nicht so schlimm. Es gibt wieder besondere Pflege für die Ziege. Ich hoffe mal, dass du möglichst schnell levelst. Du warst nur bei 3 von 7 letztens, gell, Frau Balog? Jetzt bist du schon bei 4. Okay, okay. Ich werde das einfach mal so beibehalten und weiterhin Geld von dir abzapfen. Sinngemäß. Genauso wie mit dir, du wolliges Schaf. Schauen wir mal. Zack, 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 zack. Du warst die ganze Zeit bei 4. Bist immer nur bei 4. Okay. Na, okay. Bisschen am Auge behalten. Wenn wir nicht alles täuscht, haben wir jetzt gleich einen kleinen Entertag, oder? Nee. Der Große kommt, oder? Tatsächlich. Der Große. Da muss man jetzt überlegen, möchte ich die nur in dieser Folge haben oder in der nächsten? Andererseits, ein bisschen Progress machen, noch mehr. Ich glaube, ich mache noch den großen Erntetag und dann war es mit dieser Episode. So, es dauert jetzt noch, ja? Dauert nur kurz. Ihr müsst euch gedulden, noch nicht abschalten. Obwohl, na, ich habe mich jetzt doch dazu entschlossen. Den großen Erntetag gibt es dann erst in der nächsten Folge.
Was, das ist gemein, aber ich glaube, dass man so besser in die Folge reinstartet. Und dann einfach mal sagen, Leute, ich gebe jetzt nochmal dem Schaf eine extra Pflege. Und dann darf ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Der erste Part findet ihr der Endcard, sobald er online ist. Und bis zum nächsten Mal.